Das kommunistische China, welches in Ostturkestan einen Kulturgenozid betreibt, führt auch einen harten Kurs gegen den Islam. In der autonomen Ningxia-Region der Hui-Muslime beabsichtigte China, eine 600 Jahre alte Moschee abzureißen. Daraufhin haben sich Dunganen in der Moschee eingeschlossen, um den Abriss aufzuhalten. Nach heftigen Protesten der lokalen Bevölkerung wurde das Vorhaben gestoppt. Niemand versteht, warum die islamische Welt zu dem offenen Krieg Chinas gegen den Islam schweigt. Verglichen mit dem letzten Jahr sank der chinesische Export um 20,7% auf 135,2 Milliarden Dollar. Der chinesischen Zollbehörde zufolge sank auch der Import um 5,2% auf 131,1 Milliarden Dollar. Somit sank der Exportüberschuss von 26 Milliarden Dollar auf 4 Milliarden. Um China zum 70. Jahrestag der Gründung der chinesischen Flotte zu gratulieren und an der militärischen Zeremonie teilzunehmen, wird Japan erstmals nach 8 Jahren ein Kriegsschiff nach China entsenden. In den meisten Städten in Venezuela gab es einen flächendeckenden Stromausfall, der das ganze Land lahmgelegt hat. Daraufhin ordnete der Präsident Maduro an, Schulen und offizielle Einrichtungen zu schließen. Damit nicht geplündert wird, sollen auch Geschäfte geschlossen bleiben. Der Präsident Südafrikas Ramaphosa gab bekannt, dass sein Land die diplomatischen Beziehungen zu Israel verringern werde, aufgrund von Angriffen gegen Palästinenser. Ramaphosa sagte, dass sein Land Palästina unterstütze und gleichzeitig das Recht Israels in Frieden und Sicherheit mit seinen Nachbarn zu leben verteidige.